So, Freunde, wir sind bereits bei Folge Nummer 30 im Let's Play zu Fire Emblem Engage und ja, sind hier immer noch im göttlichen Kapitel angelangt, Entschuldigung, und das Ganze doch länger dauert als gedacht. Schalten wir wieder mal die Animation aus, damit es halt schneller vorwärts geht, und jetzt gucken wir mal, wie wir vorwärts kommen. Sicherheitshalber jetzt mal hier hin, ihr wartet da. Ich muss erstmal Chloe unten befreien. Oh. Da kommt gar keiner, krass. Haben die Angst vor ihr? Ja gut, blockieren bringt mir jetzt nicht so viel. Okay, machen wir die mal auf die schnelle Platte, würde ich sagen. Erst einmal. It's fire time! It's fire time! Also, nicht Feier im Sinne von Feiern, sondern ist aber vorbei. Level 12, sehr... Verbesserung? Naja. In Anführungszeichen. Mein magischer Angriff von Citrin ist ein bisschen besser als deiner, Celine. So. Starte ich einmal ganz kurz den Drachen ab. Und sie übernimmt den Rest. Mit einem Eisendolch. Sehr schön, sehr schön. Jo, dann hat es ihnen gar nicht gebraucht da unten. Da kannst du trotzdem schon mal nach oben gehen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken, ein bisschen hinmachen. Erstmal machen wir jetzt die platt. Da sind Faust-Typi, da ist ein Axt-Typi. Beziehungsweise Ritter-Typi, das heißt, die könnt ihr eigentlich ab zu dritt. Ja, locker. Und zu dritt kriegt die locker hin. Vermutlich sogar zu zweit, da würden Luis und die man alleine schaffen. So. Chloe, komm zu uns! Eigentlich nicht mehr den scheiß Blockierenstab. Ja, das sind Werte. Sie hat noch den Purgativstab, aber wenn ich schon mal in der Nähe bin, mache ich es natürlich direkt so. Nein! Oh, der falsche. Magie ist jetzt nicht unbedingt schlecht bei ihr, bin vor allem froh über den... ja, generell Speed sowieso, aber auch für die Behendigkeit. Na gut, komm, gehen wir den Rest wieder hoch. Ach, falls wieder in Verstärkung kommt, ich bin ja... Heiliger Schild, okay. Ich bin eigentlich weit genug weg, also insofern... Na, da kommt schon den nächsten. Das war zu erwarten. Dann Drache, jetzt ein paar Mystiker darunter. Schlimm ist halt, der Drache, er hat so eine große Reichweite, kann ja alles andere vergessen. Also hau ich ab. Die können gerne kommen, aber gar kein Problem mit. Wobei jetzt das Movement gerade ein bisschen doof war. Sag mal. Stab nutzen. Ja gut, wegen den dreien. Natürlich, es können die drei sein, die mir nachher fehlen, aber come on, das kriegen wir auch so hin. Mann. Da sind wir das falsch ein. So. Junakau, okay, kümmert ihr euch nachher um Drachen plus Mages und dann geht ihr hier schon mal durch.
Die Musik ist eigentlich cool. Mittlerweile geht es so ein bisschen auf den Sack, muss ich zugeben. So, habe ich nur noch ein paar Truppen vergessen? Mir kommen meine Dinger so klein vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, sind alle. Ich darf nur 8 mitnehmen. So, machen wir die mal auf die schnelle platt. Louis. Überlass das ihm. Ja, gut, wäre auch eine Option. Panzerbrecher. Nein, ich will hier mit dem Panzerbrecher rein. Oh shit, eine Protection drauf. Und die kommen natürlich sonst nicht so weit, wa? Warte mal, dann war das gerade wieder ein Denkfehler von mir. Entschuldigung. Ein paar viele, merke ich gerade. Kann trotzdem mal angreifen. Dann hat er jetzt keine Protection mehr drauf. So. Dann kannst du ihn jetzt aber wirklich platt machen. Dass ich nicht brechen konnte. Ich glaube, das geht bei dem Fetten gar nicht, ja. So, machen das da unten gerade mal selber. Die kommen auch schon wie sonst was. Einen kleinen Fortschritt erhalten. Okay, dann würde ich sagen, machst du mal das Siegel hier auf. Oh, warte mal. Ja, Truhe. Oh, okay. Bisschen Kohle. Okay, es gibt doch nur eine auf, wa? Oh, noch mehr Eisfelder, super. Was? Ja, der Göttliche wird sich daran halten. Stirb, Drachenviech! Oder auch nicht, aua. Aber Louis braucht noch ein bisschen mehr KP, wa? Verteilung gefällt mir, aber er braucht noch ein bisschen mehr KP. Die Magier müssen eigentlich so platt kriegen, oder? Kann natürlich keinen Bruch auslösen. Naja, shit happens. Macht nie keinen Damage bei ihr. Oh, der Crit kommt immer zu spät. Was ist los mit euch? Mädchen. Ah, hier ist sie. Haben wir schon gewundert. So. Darfst du auch mal einen platt machen? Wachstum, wie sieht's aus? Eigentlich das Wichtigste bei ihr. Sind wir ehrlich. Klar wäre noch ein bisschen mehr von dem, mehr von jenes, auch nicht schlecht, aber hey. Okay. Dein Speed macht ein bisschen Sorgen, Fräulein. Vorteil, und Bogenfähigkeit, da kommt noch einiges auf uns zu.
Du kannst ja nicht heilen ohne das Bündnis. Das will ich erst nachher eingehen. Okay. Ich will ein bisschen gucken, wer geht links entlang. Ja? Und nicht gesagt, dass ich die Truppen aufteilen will. Aber vielleicht auch erstmal einen Drachen hier an. Ich warte einfach mal, bis alle Typen zurück sind. Ja, natürlich kommt schon Verstärkung, ne, ist klar. Ja, dann mache ich vielleicht doch irgendwie so, dass ich einfach mal euch habe, die einfach mal hier abwarten. Weil ihr 4 könnt das sehr gut managen. Dann machen wir es doch so. Dann. Irgendwie habe ich außer Louis niemanden, der eine hohe Verteidigung hat. Das ist nicht so gut. Er müsse sich eher Diamant dahin stellen und müssen mehr Verteidigung und vor allem doch wesentlich mehr KP als mir. Ja, ich brauche einen zweiten Tank, Freunde. Huch, wieso kommt jetzt trotzdem? Oh, so nervig, wenn die jetzt trotzdem kommen. Okay, aber es sind nur 3 Stück, das müssen wir trotzdem hinkriegen. Das sind Schwerkämpfer. Ja, okay. Das ist ein bisschen mehr Power, Kumpel. So, die spawnen zum Glück nicht nach. Tja, Freunde, ruckzuck, zack, zack geht das hier. Eisendolch kommt so weit. Ja gut, von mir aus. In dem Fall auch, wa? Da ist sonst noch was, dann kommen die bereits an. Oh, Kacke. Aber schon erwähnt, dass mir die Musik langsam auf den Keks geht. So, sie kann eh nichts tun, ihr kann sie nachher engagen, wenn es noch sein muss. Muss doch schon platt machen, wa? Das große gegenseitige Vergiften. Oh. Kann es was Schöneres geben. Jetzt muss ich wieder gucken, wie ich vor allem auch den Drachen da unten platt mache. Ich muss mit euch beiden mal schnell reingrätschen.
wenn es mich fast killt, müssen wir trotzdem auf 9 runterbringen. So, sie kann nicht heilen, also kann ich erst einmal die Platten machen, wenn es überhaupt geht. Natürlich nicht, warum auch? Okay, hat aber sonst noch Junaka zum Heilen. Ist trotzdem schon mal viel Schaden. So. Du kommst leider nicht ganz bis nach unten, aber für den reicht's. Dank dem Kobschlag. Danke, Assistent. Jetzt müsstest du ihn aber platt kriegen. Puh. Junge, Junge. Ist ja ganz schön was los hier. Warum ist hier eigentlich grob markiert, das Ganze? Wegen dem? Nee. Hä? Dann haben wir ihn noch markiert. Okay, schräg. Vor allem deswegen schräg, weil ich es überhaupt nicht sehe. Und ich meine, er kann eh nichts machen. Dann kill ich erstmal ihn hier, weil sonst nervt er mich nachher wieder. Scheiß Magier! Bewegung +2, Boden und Frost. Ich habe noch eine rote Markierung, aber... Hä? Achso! Trotzdem creepy. Hier kommt bitte mal runter. Okay. Ach, deswegen einfach nur wegen den Stäben. Okay, gut. Wieder Verstärkung kriegen. Was dann? So. Huch, wieso? Aber er getroffen hat, der Arsch. Ja, das ist natürlich jetzt unpraktisch. Komm, einfach schnell. Ruckzuck und tot ist er. Ah, viel besser. Okay. Locken wir doch langsam mal die Typen hier an. Das eine mit dem Schwert, das müssen wir hinkriegen. Auch geht es soweit wieder gut. Naja, fast ein zumindest. Da hat natürlich mal eine Heilungsrunde verschwendet. Egal, komm. Gegner von oben, Gegner von unten. Was könnte Schöneres geben, wa? Auf den habe ich allerdings gar keinen Bock.
So, wenn ich Louis da lasse, den Rest ziehe ich mal davon, beziehungsweise nach unten. Dort muss reichen. Nach unten. Euch haben wir hier. Ich mach mal hier schnell Purgativ. Ja, ist besser. Wie ich mit denen da unten umgehen will, weiß ich gerade auch nicht. Ich glaube, den muss ich irgendwie alle zusammen platt machen. Obwohl, nee, warte mal, der kommt nur bis so weit. Okay, der heißt, ich mache den zuerst platt. Jetzt habe ich natürlich ihn schon weggeschoben, was gerade ein Fehler war. Aber, auch wenn er ein Axt-Typ ist, ich habe natürlich noch die Kombi. Heiliger Schild, genau. Wenn er Fernangriff verursacht keinen Schaden. Ich versuche mal, komm. Heiliger Schild! Das Geräusch davon. Die greifen ihn und die beiden an. Ja, warum eigentlich nicht? Ich nehme mal das Heilmittel. Und nehme euch noch hier raus. Okay. Das könnte gleich richtig lustig werden. Ups, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass der mich auch angreift von da oben. Damit habe ich gerechnet. Und auch mit ihm habe ich gerechnet, okay. So, jetzt muss ich gerade mehreren Fronten gleich zuschlagen. Das ist ekelhaft. Also ihre Angriffe gerne noch für den Drachen aufsparen. Genau, das ist das Problem. Das heißt, ihr müsst sie nach unten bringen. Und eigentlich erstmal unten alles platt machen. Aber sie kriegt es nicht ganz hin. Ist das kacke? Hä? Aber den Drachen hättest du gekillt. Nee. Ja gut, Freunde, wird Zeit zum Engagen. Ich habe lange genug gewartet, komm. Ich mache hier unten die weltberühmte Hauskombo. Ja, Mann, das Maximum. Sehr gut. Jetzt haben wir dann noch so einen Typen. Jetzt muss ich ein bisschen gucken. Wir haben halt nicht nur den als Problem. Noch die hier, die relativ weit kommen. Eigentlich brauche ich sie, um den Drachen zu schwächen. Und dann am besten ihn hier, um ihn zu vernichten. Aber er kann natürlich nicht so weit, weil er sich noch bewegen kann. Okay. Dann kann es eh da bleiben, sogar der Bissen erstmal einen von den beiden platt machen. Okay, wenn der so weit kommt, die noch nicht, heißt es für mich eigentlich, dass ich mit ihnen angreifen muss, aber so weit drunter komme ich nicht. Hier unten ein ähnliches Problem. Wer von euch macht den scheiß Drachen platt?
Leider kein Crit, aber trotzdem war es nice. So, aber deswegen gemacht, weil jetzt habe ich hier Alfred mit dem Rapier, also mit dem Schwert ausgerüstet. Gegen hier einen Kavalier, also beredene Einheit. Das macht aus mehrerlei Sicht Sinn. So, dann mache ich also mal noch den hier platt. So, mit ihm würde ich am liebsten den hier unten plätten. Das wird eher schwierig. Da muss ich dich leider um den kümmern. Noch irgendwie eine geile Waffe hier. Ja, dann haben wir den Lanzenmeister, wenn es anders geht. Eigentlich hat die falsche Waffe, aber scheiß drauf. Ich glaub's jetzt einfach nicht, ich komme nicht runter. Dann machen wir so. Und ich halte ihn noch ganz kurz. Jetzt kommt er eh nicht weit. Wobei er kommt bis zu ihr hier drüben. Das gefällt mir gar nicht. Muss mal ganz kurz abblocken. Ja, komm. Mal schauen, ob das ausreicht. Alter, 12 Schaden gemacht, ey. Er braucht auch ein bisschen mehr auf Defense. Ja, und er kriegt alles außer Defense. Das glaube ich nicht, ey. Okay. Lanzenmeister war also doch verlockend für ihn. Sehr gut. Flammender Löwe. Greift an und verbrennt. Nein, daneben! So ein Mist. Sag noch ein bisschen Koop-Schläge. Dauert trotzdem Ewigkeiten, obwohl ich dachte, ja, machen wir zu schnell, ne? Mhm. Heilen. Ja, dann machen wir schnell ein großes Opfer. Gibt ja auch viele KP. Erfahrungspunkte meine ich. Wie sagt man ganz Level up? Vor allem für einen Dieb, gut zu wissen. Kampftechnik, ja, bringt man sicher gar nichts. Ja, bringt das ja auch nichts. Wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Ich komme hier nicht vom Fleck mit dem Kapitel. Es ist unglaublich. Wollen wir da langsam mal hier ein bisschen hinmachen.
Gefallener Stern! Also Power hat er, kannst du gar nicht anders sagen. Ching, ching, ching. Kommt ja noch mit ihm nicht mehr so weit. Oh, die zu Katzen, ey. Käme ich mit ihr... Nee, käme sowieso nur so weit. Stimmt, gar kein Purgativ, war. Den hat ja jemand anders. Warte mal, bin ich doof. Stopp, stopp, Kommando zurück. Ja gut, nimmst du ihn halt. Also geht er gar nicht. Kann man ganz kurz engagen. Angriff. So, dann kann ich hier hin, kann erstmal Stab einsetzen. Purgativ, um hier zu heilen. Und dann kann ich hier hin und sie heilen. So, nachher müssen wir eben da durch. Und du trotzdem gerade die ganze Truppe mit. So. Jetzt habe ich euch 4, die jetzt hier oben bleiben, wa? Gegen die Typen. Wir haben Briten. Ist eigentlich auch nicht geil, hey. Oh, kann ich die Welle unten abschließen oder so? Oder verhindern, dass noch immer mehr kommen? Oh, Dreck, hey. Warte mal, machen überreiten, aber hier drüben. So, schnell hoch. Dann haben wir ihn natürlich, der trotzdem nicht weit kommt, weil er einfach nicht vom Fleck kommt. Selin, Selika. Kann man trotzdem, wie viele Dinge hier kommen. Also Nachschub hier unten halt. So, ein Kritium nicht benötigt, sehr schön. Ich gehe trotzdem mal hier durch, auch wenn es hier frostig aussieht. Es sind eigentlich nur 2 Gegner hier. Ein Drache und so ein Typ, das kriegen wir schon hin. Einen Drachen kannst du abfangen. Na, wir... Ihn noch schicke ich, er kann eh nicht weit latschen. Da kommt gerade noch Verstärkung von unten. Lass ihn mal hier. Wir sind relativ flott, die Karotte unterwegs. Stab. Blockieren. Nee, warten. Engage auffüllen. So. Ja, was aber gesagt, da unten sind schon. Kann einer von euch den platt machen? Da wäre ich sehr froh drum. Der natürlich einfach ganz knapp nicht reicht. So. Schwein gehabt, dass es genau reicht. Okay, jetzt euch beiden nochmal. Michael draufhauen mit Liberation. Und Cetrin killen mit dem Windzauber.
So. Das ja auch schon. Nein, ist nicht jetzt. Ja, Freunde, ich schaffe sicher noch die linke Hälfte. Also kurz dahin gehen, Truhe plündern und zurück. Unten noch ein bisschen alles, was kommt, aufhalten. Aber das würde ich mal sagen, war es dann auch schon. Dann sprich die rechte Hälfte. Abschluss des Kapitels plus vielleicht nochmal nach Somniel zurück und gewisse Dinge tun. Das wird wohl erst nächste Folge was. Stabpflege. Das heißt, ihr könnt auch wieder zurückgehen, weil sie ist eh voll. Mit Engage-Leiste. Du kannst hier oben alleine alles machen. So. Was für ein Narr, mich angreifen zu wollen. Kriegt zwar selbst grandios auf die Fresse, aber es killt ihn dafür. Oh. Das habe ich Schwein gehabt. 86%, das trifft in der Regel immer. Okay, wenn es nur nicht doppelt ist, doof. Sehr schön. Das Spiel hat langsam aber keinen Bock mehr. Das Gefühl, die Melodie wird immer schneller. Ja, komm, ihr müsst ihn noch auffüllen. So, also gut. Also schnell zurück. Und du schnell nach oben. Oh. Okay, aber es sind schon mal 3 Drachen, das heißt, langsam muss er da unten mal fertig sein. Ne, komm, weißt du was? Die Tür öffnen mache ich nächste Folge mit ihm. Was ich dafür jetzt mache, ist euch nochmal alle zurückziehen. Ich muss natürlich merken, dass ich eigentlich mit Roy immer ich sage immer Roy. Mit dir man eigentlich immer zuerst angreifen soll, weil er eine größere Reichweite hat. Du hast Eis, logischerweise. So, der geht schon mal da unten. Magel geht schon mal nach drüben, damit er sich noch einen Engage abholen kann. Ja, passt doch. Dann haben wir hier 3 Drachen, die gleich angreifen. Er blüht noch die Kisten. Mach nachher das Tor auf, weil ich weiß nicht, was nachher passiert, wenn das Tor aufgeht. Vielleicht hat er Pech und nachher... Ah, Rettung, da ist er endlich mal. Den wollte ich schon, die ganze Zeit. Den Rettungsstab. Oh, hier ist noch etwas. Da müsste ich eigentlich... Rundherum... Geht das überhaupt? Mit dem Teleport... Oder mit dem Teleportstab vielleicht, oder? Wer hatte den schon wieder? Warst du das? Oder habe ich einen... Ne, haben doch schon mal runtergeschickt. Ins Inventar.
So, damit hier noch momentan keiner nachkommen kann. Dann kurz warten. Zuck, zuck, wird aufgefüllt. So. Danach geht es direkt mit denen weiter. Und die können glaube ich so weit fliegen. Deswegen will ich hier erstmal mit der Öffnung der Tür abwarten. Bis ich dann soweit bin. Und hier, eigentlich müssen wir mich entweder dahin teleportieren können, weil hinfliegen kann ich ja nicht. Vielleicht doch, kann ich auch dahin fliegen? Nicht links entlang, vielleicht geht's rechts. Müssen wir vielleicht nächste Folge mal angucken, ob man da wirklich hinfliegen kann. Aber ja, Freunde, das war's nochmal mit der Folge. Danke fürs Zusehen. Ich weiß, da erstens Überlänge, zweitens dauert es ewig. Aber wir kriegen ja coole Items, auch ein paar Level-Ups und so die ganze Truppe, ist doch auch schön. Dann werde ich nächste Folge hoffentlich daran denken, mit Alfred und Marv erst einmal die Truhe zu öffnen. Und auf das Siegel erst dann zu treten, wenn ich hier soweit ready bin. Und die 3 Drachen, oder Wyvern, wie auch immer, die Phantom-Wyvern, die machen wir hier mit der Truppe platt. Plus, vielleicht mit Michael, muss mal gucken. Oder mit dem Engage-Mode, aber ich glaube, die Kombi können sie auch alleine hinkriegen. Ich glaube schon. Wir werden sehen. Danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem Engage. Ciao zusammen.